Es ist ein bisschen zum Lachen. Es ist spektakulär, was passiert in dieser Nacht. Ja, das Güezi-Abenteuer passiert in dieser Nacht. Ihr müsst hören. Also, es ist der 9. Dezember und die Welt liegt unter einem winterlichen Zauber. Die Lichter an den Häusern funkeln im Schnee und die Luft ist frisch und klar. Der Lulu und der Robby liegen gemütlich auf dem Sofa und beobachten, wie der Schnee vor dem Fenster tanzt. Es ist die perfekte Nacht für ein kleines Abenteuer. «Miau! Weisst du, was mir heute besonders gut gefällt, Robby?» fragt der Lulu, während er die Schneeflocken anschaut. «Es ist die Nacht vom Weihnachtsduft, besonders vom Güezi-Duft. Die Güezi, die auch bei unseren Menschen backen, weisst?» Güezi, das tönt nach etwas, was ich gerne ausprobieren möchte, sagt der Robby, der schon jetzt gelustet drauf. Der Lulu nickt. «Miau! Ja, Güezi, das sind die besonderen Weihnachtsgüezi. Süß und knusprig, mit einer ganz besonderen Mailänderli Zimt und Nägeli-Würze. So fein. Heute Abend müssen wir unbedingt backen von diesen Güezi. Miau! Ja, komm, wir fangen gerade an», sagt der Robby begeistert, der eigentlich gar keine Ahnung hat, wie das geht. «Vielleicht können wir auch ein riesiges Güezi-Haus backen oder so.» «Miau, das ist eine gute Idee, ein Haus. Aber zuerst müssen wir jetzt schauen, dass wir alle Sachen haben, die wir brauchen.» Und so schleichen die beiden in die Küche. Für Mehl, Zucker, Anke, Zimt und Nägeli zu suchen. Alles da. Und der Lulu ist zufrieden. «Ich mache den Teig. Miau. Und du, Robby, du kannst die Ausstechförmchen suchen. Miau.» Der Robby springt schon los und zieht alle Schubladen auf und macht alle Schäfte auf und sucht allerlei Förmchen. Sterne, Herzli, Tannenbäume. Und der Lulu fängt jetzt an, die Zutaten alle zusammen zu mischen. Aber plötzlich hört er so ein komisches Schmatzen. «Miau, Robby, was machst du da?» fragt er und dreht sich um. Da steht der Robby. Beide Flossen voll im Teig. Währenddem seine Backen ziemlich verdächtig dick aussehen. «Ich bin nur ein bisschen am Probieren», murmelt der Robby. «Miau, Robby, das ist der Teig für unsere Güezi. Du kannst doch nicht die Hälfte aufessen.» Der Lulu ist ein bisschen entsetzt und schimpft. «Aber das ist so fein, der Teig.» Und der Robby schnappt sich noch gerade mehr von diesem feinen Teig. Aber genau in diesem Moment ist er über eine von diesen Ausstechformen gestogelt und mit einem lauten Flatsch ist er gerade mitten in der Teigschüssel gelandet. «Miau, Robby!» ruft der Lulu entsetzt. Kann aber nicht anders als selber auch lachen. Der Robby sieht aus wie ein paniertes Huhn. Überall klebt klebriger Teig an ihm. «Ich wollte doch nur helfen», hat der Robby gejammert und probiert, sich zu putzen. Aber dabei hat er den Teig noch überall her verteilt. Auf die Schränke, auf die Platten und sogar noch auf den Lulu auch noch. «Miau, stopp! Keine Bewegung mehr!» sagt der Lulu. Aber es ist schon zu spät. Der Robby hat mit seinen Teigflossen auch noch die Mehlpackung umgeschossen. Eine dicke, weisse Wolke steigt auf.
Und beide sehen am Ende aus wie zwei Schneemänner. «Miau, das ist eine Katastrophe!» sagt der Lulu. Putzt sich die Maulreste aus dem Gesicht und probiert, den Schaden zu beheben. «Aber eine feine Katastrophe», sagt Robby und schleckt ein bisschen Teig von seiner Flosse ab. Oi, nach einem schnellen Grossputz können sie endlich weitermachen. Der Lulu rollt den Teig aus, der noch übrig geblieben ist, und der Robby sticht mit grösster Konzentration Sterne und Tannenbäumchen aus. Leider hat er keine Robbenförmchen gefunden und auch keine Luchsförmchen. Aber auch beim Verzieren geht nicht alles glatt. Als der Robby eine riesige Portion Zuckerguss auf ein Güezi hat geklatscht, ist das Güezi vom Brettli aus davon gerutscht und auf der Nase von der neugierigen Katze gelandet, von der Mokka, die gerade nämlich hineingeschlichen und wollte schauen, was da eigentlich los ist. Miau! Die Katze ist erklüpft und panisch durch die Küche gerannt und hat überall noch Zuckergussspuren hinterlassen. Oi, das Desaster. Der Lulu und der Robby sind hinterher gehechtet und haben es noch gerade geschafft, das Güezi wieder zu retten. Allerdings nicht, ohne selber auch noch ein paar neue Flecken abzubekommen. Am Ende liegen all die Güezi aber goldig gebacken und wunderschön verziert auf einem Teller. «Miau, wir haben es geschafft», sagt der Lulu zufrieden und probiert eines von diesen Sterngüezi. Das war die lustigste Güezi-Bach-Aktion, die ich je erlebt habe. Er hat zwar noch keine erlebt, aber das ist ja gleich. Der Robby freut sich und schnappt sich das grösste Güezi mit einer riesigen Portion Zuckerguss drauf. «Miau, das nächste Mal machen wir aber ein bisschen weniger Chaos», lacht der Lulu. Und bringt das letzte Gützli noch der Mokka. Vielleicht hat sie ja Freude. Und zusammen geniessen sie jetzt alle die Güezi und wissen, dass sie diese Nacht nicht so schnell wieder vergessen. Sie putzen nämlich fast bis am Morgen, bis alles wieder blitzblank ist und aussieht, wie es vorher war. Oje. Zum Ausruhen bleibt ihnen nicht lange Zeit. Sie können nur hoffen, dass die Kinder durch den Tag nicht allzu viel mit ihnen spielen. Dann können sie wenigstens dann noch ein bisschen nachschlafen. Gute Nacht.